Ja, es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht ganz so viel zu den Fahrern und zu den Autos sagen kann, wie zum Beispiel im Dragster-Test und Tune, aber hier sind eben viele dabei, die nur einmal im Jahr bei mir vor dem Mikro rollen, die vielleicht auch nur einmal im Jahr Quartermile fahren, und es ist natürlich schade, wenn dann nicht alle Informationen zur richtigen Zeit hier oben am Sprecherplatz ankommen. Ich kann mich nur noch mal entschuldigen, weil hier Vereinskollegen oder Kumpels oder Verwandte auf der Tribüne sitzen. Es ist nicht so, dass die Fahrer, die hier nicht namentlich erwähnt werden, hier nicht genug Geld gezahlt haben. Heute früh ging das noch mit der Anmeldung, und im späteren Verlauf des Vormittags und Mittags, als die Anmeldung vorne sehr überlaufen war, hat das dann mit den Fahrerinformationen teilweise nicht optimal funktioniert. Wichtig für die Fahrer ist aber, dass auf der Strecke alles optimal funktioniert, und da haben wir hier auf der rechten Seite 350 Cent, die Neuauflage des 350er Sportwagens von Nissan. Und der ist hier mit 70 auf 251 das schnellste, was er heute fahren konnte. Im Rennen starten die in verschiedenen Klassen. Hier beim Test- und Tune-Wochenende bei den Dragster geht noch mal ein bisschen durcheinander. Da wir jetzt die zweistufigen Racer-Begrenzer am Start aktivieren,